Zimmerleib, in über der ganzen Welt kommen vor Klezmer Musik und jüdische Kulturfestivalen. Und in die Laurentienberg auf Zuffen von Montreal, Kanada, von dem 22. bis zum 28. August, ist vorgekommen zum 16. Mal Klez Kanada, ein Festival von jüdischer Kultur und Kunst. Von dem Anheb von Klez Kanada ist das Programm vorgekommen in einer Zimmerkolonie von der Organisation Bnei Bris. Nachdem wie die Zimmercamper fuhren nach heim, kommen nun die Klezmorim, Singers und Tänzer und nehmen über die schöne Landschaft. In allerlei Staaten lernt man, wie zu spielen auf verschiedenen Instrumenten in einem Klezmer-Stil. Man hört Lektions auf verschiedene Themen. Dieses Jahr ist die Hauptthema gewesen jüdischer Humor. Und man lernt allerlei jüdische Tänze. In der Tanzprogramm haben die Lehrer Steve Weintraub, Laura Perlmann und Avia Moore zugegräht an Amerikaner Tanzabend, wo es man rief als Shire-Tanz und gelernt sei jüdische, sei Amerikaner Volkstanz. Klez Kanada hat beim Meschach von den Juden entwickelt seine eigenen Traditions. Erev Shabbos kommt sich zu neu die ganze Gruppe von Teilnehmer und Lehrer, etliche 100 Menschen, und man begrüßt am Shabbos mit einem Marsch auf zurück. Und gehendig zurück spielt man zusammen einen gewissen Niggen. Von wann stammt die Tradition? Mit ein paar Jahren zurück hat der Theaterregisseur Jenny Romain aufgeführt eine Vorstellung auf der Thema "Wie soll gehen Jiden?" Und ich habe ihr gesagt, als der rumänisch-jüdische Akteur Ari Leish, Heint in Yisroel, hat mir erzählt, dass in sein rumänisch Titel Staniszewski pflegt die Kehille begrüßend am Shabbos zurückgehendig von dem Teich, singendig und spielendig dem dosigen Niggen. Hat Jenny Romain das eingeführt und es ist geworden so beliebt, als es ist geworden eine Tradition. Dieses Jahr hat Jenny Romain zugegeben ein Knetsch zu der Tradition und tanzende Gehine sind entgegengekommen die Marschierer. Eine große Meile von Klez Kanada ist, wo Studenten wie Yechidem können reinhaben eine private Lektion tun dort. Der Fiedellehrer Jake Schulman-Ment chasset ein mit der Studentke, wie zu spielen eine gewisse musikalische Ornamentation. Nach einer Woche von Verstatten will die Studenten von Klez Kanada beweisen, was sie kennen. Und später nachts, der letzte Abend von Klez Kanada, kommt vor das Studentenkonzert. Jake Schulman-Ment ist auf der Bühne mit seinem Studentenorchester.
Alle Unternehmer von Kles Kanada wollen banken bis über ein Jahr nach der Woche in August, wenn man kommt sich zu neu zu spielen, singen und tanzen zusammen, wenn man seid alte Freunde und man bekennt sich mit neuen Gewehren.